Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, unser nächstes Auswärtsspiel steht an gegen die Spielvereinigung Fürth, beziehungsweise bei der Spielvereinigung Fürth. Ja, ihr wundert euch sicherlich gegebenenfalls, warum ich nicht von Greuther Fürth spreche. Also, ich habe das vielleicht im Video aus der Hinrunde schon mitgeteilt, aber ich bin ja ein ziemlicher Traditionalist. Mir ist bekannt, was für ein Verein das ist. Dreimaliger deutscher Meister, hat ein gewisses Ansehen und damals in den 90er Jahren gab es ja so eine Fusion mit Westenberg-Greuth. Der eine oder andere, der mag sich vielleicht daran erinnern, dass Westenberg-Greuth mal Bayern München aus dem DFB-Pokal geworfen hat. Und es gab irgendwie bei der Spielvereinigung Fürth so gewisse finanzielle Unstimmigkeiten, die dann zu dieser Fusion geführt haben. Und seitdem heißt der Verein Greuther Fürth, wird aber von der Fanszene nicht anerkannt. Und ich bin ja einer, der dann sagt, okay, ich schließe mich da mit der Meinung von denen zusammen, bin auch dafür, dass der Verein wieder seinen alten Namen erhält, weil das ist einfach halt Historie, man sollte Geschichte nicht fälschen und die Fans wollen das noch. Das ist dann halt mein Beitrag dazu. Ich werde weiterhin diesen Verein unter seinem alten Namen anerkennen. Deswegen auf die Gefahr hin, dass manche dieses Video nicht entdecken. Ich sehe zwar zu, dass die Hashtags vielleicht was anderes hergeben in der Videobeschreibung. Okay, da werde ich vielleicht auf den aktuellen Namen verweisen. Aber an und für sich bleiben wir dabei. Ich benenne diesen Verein weiterhin Spielvereinigung Fürth. Ja, Auswärtsspiel, mal wieder zu einer gottlosen Zeit. So viele Kilometer an einem Freitagabend. Hut ab an jeden FC-Fan, der das irgendwie gedeichselt bekommen hat. Für mich natürlich nicht möglich. Aber gut, sei es denen gegönnt, die da hinfahren können. Finde es aber asozial, dass unser vorletztes Saisonspiel in Nürnberg auch um die Ecke direkt, Nachbarstadt, dann auch an einem Freitagabend stattfindet. Stellt euch vor, wir steigen auf. Ey, ich sag ganz ehrlich, deswegen sage ich ja immer, hoffentlich steigen wir irgendwie vorzeitig auf, weil was mache ich dann? Ja, da muss ich wohl nach Köln irgendwie rüberfahren und schauen, ja, ob da die Leute bereit sind zu feiern. Ich würde auf jeden Fall ins Geisbockheim dann den Tag fahren, wenn es dann dort geschehen würde. Wenn es denn geschieht. Gibt natürlich ein paar Eckpunkte, die darauf hindeuten, dass es vielleicht in letzter Sekunde noch schief gehen könnte. Aber ich würde auf jeden Fall dieses Jahr die Sau rauslassen, weil wann hat man denn sonst die Chance, mit dem FC was zu feiern? Ja, aber gut, bleiben wir beim jetzigen Spieltag. Also wir erinnern uns, im Hinspiel hat Damien Downs einen Last-Minute-Treffer erzielt gegen Fürth. Und natürlich galten wir schon etwas mehr oder weniger als die überlegene Mannschaft, aber es gibt da schon ein paar Spieler, bei denen man aufpassen muss bei Fürth. Das sind halt Julian Green insbesondere. Denk mal, das heißt Julian, weil Nachname und so weiter und so fort. Und natürlich auch nach wie vor Futkeu, der Stürmer, den ich im Hinspiel falsch benannt habe. Vielleicht ist ja trotzdem Futkeo, ist ja auch egal. Jedenfalls, Fürth hat jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, 34 Punkte. Es sind nur noch 6 Punkte, bis sie den Klassenerhalt geschafft haben. Das heißt, die haben genauso sehr zu kämpfen mit ihren Saisonzielen wie auch wir, weil wir dürfen jetzt mal davon ausgehen, dass mittlerweile der Aufstieg das Saisonziel ist. Sollten wir verlieren, dann ist natürlich die Messe noch nicht gelesen und wir landen trotzdem nicht auf dem Relegationsplatz, aber dann würde das Punktepolster auf 1 Punkt, glaube ich, schmelzen. Das wollen wir natürlich nicht, liebe Freunde. Aber gut, die Gefahr ist weiterhin gegeben und der FC spielt relativ unkonstant. Wir haben auch natürlich einen Ausfall zu beklagen. Weiterhin Timo Hübers wegen seinem Infekt. Ja, keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Es zieht sich gewaltig. Das ist schon das zweite Spiel hintereinander. Dann kommt noch hinzu, Neotelle fällt auch aus. Es gab diese Woche auch einen Schreckensmoment bei Max Finkgräfe. Das wurde jetzt, glaube ich, nicht bestätigt, dass er irgendwie auch ausfallen sollte, aber dann wird's schwer mit der linken Seite. Dann wird's wirklich schwer. Wir haben, glaube ich, die Saison genug Ausfälle zu beklagen. Aber das passiert halt, wenn du dich nur mit Spielern verstärkst, die keine Soforthilfen sind. Ich kann darauf nicht genug herumhacken, aber zu dem Thema Transfers kommen wir gleich. Ja, aber ich möchte mal gerne so eine gewisse Meinung loswerden. Auch was unseren Trainer angeht, den habe ich ja im letzten Spiel angezählt. Und da ging mir so ein Gedanke durch den Kopf, den ich mit euch in den Kommentaren geteilt habe. Manche von euch
fordern seinen Kopf. Und zwar jetzt schon, weil es noch was ändern würde. Ich sag an der Stelle, der Trainermarkt gibt aktuell keinen Trainer her, der Bock auf diese Sache hätte und nicht irgendwie Summen verlangen würde, die der FC nicht bereit wäre zu zahlen, okay? Wisst ihr ganz genau, der FC ist ja unter Keller im absoluten Sparkursmodus. Am liebsten würde dieser Mann nur Minijobber einstellen, habe ich auch geäußert in den Kommentaren. Am liebsten alles auf Mindestlohn gesetzt. Oder noch besser, jeder Spieler spielt kostenlos. Das ist auf jeden Fall die Einstellung von Christian Keller. So eine Einstellung hat er zum Profigeschäft. Da braucht er auch noch so sehr labern von wegen, ja, im Sommer wird sich alles ändern, wir werden investieren. Nach wie vor meine Meinung, keine Zukunft mit Christian Keller. Er wurde auch schon angezählt von Friedhelm Funkel, von Pienet Barski. Im Prinzip auch auf dem Spielfeld beim After-Match-Interview von Simon Terodde zumindest auf die Gefahr hingewiesen, wie das hier momentan läuft. Aber der Mann hat es wieder super verwaltet mit seinem ganzen Scharlatanismus, mit seinen ganzen propagandistischen Aussagen, wieder schön alles wegmoderiert. Dann ist er ja perfekt. Ich mache mir halt Sorgen. Also, aber was Struber angeht, guckt mal, Leute. Für den Moment ist er der richtige Trainer, weil wir nichts Besseres finden. Zumindest könnte ich mir hier keinen vorstellen. Es sei denn, ihr wählt jetzt hier irgendeinen Kracher-Trainer, der sowieso nicht kommen würde. Deswegen, ich bin kein Freund davon, die Menschen als Mittel zum Zweck zu missbrauchen. Aber für den Moment haben wir keinen anderen. Und man sieht es ja, größtenteils funktioniert es ja. Aber auch etwas, was ich in den Kommentaren geäußert habe, vielleicht müssen wir denselben Move machen wie damals Mainz 05. Ich weiß nicht, welches Jahr es war, als dann Thomas Tuchel Trainer wurde. Nein, Tuchel ist nicht mein Trainerkandidat. Der hat sowieso sein Mojo verloren, wie ich immer sage, und ist jetzt englischer Nationaltrainer. Aber damals wurde der Aufstiegstrainer Jörn Andersen von Mainz entlassen. Alle haben sich gewundert, warum? Die sind aufgestiegen mit dem. Das war ja direkt nach dem Aufstieg, als sie ihn entlassen haben. Vielleicht müssen wir sowas Ähnliches machen, wenn da ein Trainer auf dem Markt ist, der deutlich mehr Power hat, deutlich mehr Erfahrung, deutlich mehr hergibt, deutlich mehr Visionen hat. So sehe ich das momentan. Also jetzt ja, weitermachen, aber sollten wir aufsteigen oder sowieso sollten wir nicht aufsteigen. Ich glaube, ein Trainerwechsel zur kommenden Saison lässt sich nicht vermeiden, aber sollte es trotzdem mit Struber in die erste Liga gehen, ich persönlich würde von meiner Seite aus ihm höchstens so 4-5 Spieltage Kredit geben, wenn bis dahin sich nicht irgendwie abzeichnet, dass wir ja mithalten können mit den anderen Erstligisten und direkt wieder komplett in den unteren Tabellenregionen uns wiederfinden, dann muss man sich trennen. Aber jetzt für den Moment sollten wir die Zusammenarbeit fortsetzen. Ich habe natürlich ein bisschen so Bedenken. Zuletzt hatte Mainz sage ich schon, Fürth einen anderen Trainer. Und jetzt haben sie Jan Siewert seit November. Das ist wieder dieser Trainereffekt. Da mache ich mir halt entsprechende Sorgen dazu. Aber wisst ihr was? Wir kommen direkt zum Spieltagstipp. Ich glaube trotzdem, wir gewinnen. Aber es wird wieder so ein läppscher Sieg, wie man so schön sagt. Ich tippe mal 1:0. 1:0, beziehungsweise 0:1 aus Fürther Sicht, dass wir dort irgendwie kurz vor knapp gewinnen. So ein ganz läppsches Ergebnis, das irgendwie nicht auf geile Spielweise hindeutet, wer auch immer das Tor macht. Aber gut, das ist mein Tipp. Und was das Tor machen angeht, machen wir gleich. Wollte noch was dazu sagen. Einige haben sich wieder beschwert, dass im Ticketshop keine Karten zu kriegen waren für die letzten Saisonspiele. Ja, was willst du machen, wenn die ganzen Eventis jetzt plötzlich aus ihren Löchern kommen und denken, sie hätten jetzt was zu feiern? Sehr, sehr schade entsprechend. diese Einstellung mancher FC-Fans. Sorry, dass ich gerade hier zum Bildschirm rüber gucke, da ist irgendwas aufgeploppt. Ich muss natürlich hier die Aufnahme im Blickfeld behalten, dass hier nichts irgendwie untergeht. Aber ja, der Ticketshop ist scheiße geworden. Richtig scheiße. Da gibt es diese komische Warteschlange und da gibt es irgendwie so ein Möchtegern-Losverfahren. Das wird immer schlimmer beim FC. Der Ticketshop war schon vorher scheiße und er ist verschlimmbessert worden. Da möchte ich auch eine Lanze brechen halt für die Leute, die dann halt das Problem haben, keine Karten zu bekommen. Sehr, sehr schade. Ich weiß auch nicht, ob der FC überhaupt bereit ist, daran was zu ändern. Aber halten wir auch fest an der Stelle, das Stadion ist zu klein gebaut worden. Ja, natürlich klingt das merkwürdig für einen Zweitligisten.
aktuellen Zweitligisten, aber wir wissen ja, was für ein Potenzial wir haben. Aber vergiss nicht, das Stadion gehört uns nicht. Aber ja, ich finde es halt merkwürdig, dass jetzt plötzlich für die letzten Saisonspiele, dass so viele Leute scharf auf Karten sind. Sehr, sehr kurios. Wenn es nicht eventuell Lautern-Fans waren, die sich in neutralen Blöcken irgendwie eingedeckt haben. Ist auch nicht auszuschließen. Die haben nämlich genauso verrückte Fans wie wir. Ja, und abschließend möchte ich dann noch als News der Woche hier mal erwähnen, wir haben uns von unserem Chef-Scout getrennt, von Martin Schulz. Ja, ich befürchte, das ist ein Bauernopfer. Auch wenn ich seine Arbeit jetzt nicht herausragend fand, aber plötzlich findet Christian Keller seine Arbeit so scheiße, möchte uns suggerieren, dass er jetzt auf der Suche nach was Besserem ist. Jetzt sind andere Leute dort am längeren Hebel, die er aber auch aus Regensburg geholt hat. Der Mann hat die Regensburg-Einstellung und die Regensburg-DNA zum FC geholt. Und das kriegen wir mit diesem Mann nicht raus. Da kann er noch so sehr den Chef-Scout feuern. Wen stellt er denn jetzt dann als nächstes ein im Sommer? Er hat ein gewisses Beuteschema und das sind sogenannte Hot-Take-Spieler, mit denen keiner rechnet, die irgendwie, keine Ahnung, bei Beta Jerusalem vielleicht mal auf dem Zettel standen. Oder keine Ahnung, Lokomotive Moskau. Solche Vereine, also solche Spiele holt er halt. Mit diesem Mann darf es keine Zukunft geben. Ich sag ganz klar, Christian Keller darf die Zukunft des 1. FC Köln nicht bestimmen. Habe ich oft genug gesagt, kann ich nicht oft genug wiederholen. Special-Video ist immer noch in Planung, aber gegebenenfalls erst zum Saisonende. Aber den Chef-Scout zu feuern, ist ein Bauernopfer. Das ist einfach nur wieder dieser Scharlatanismus, den er da an den Tag legt und nichts anderes. Es ist nicht irgendwie so, als ob Christian Keller sich bemühen würde, den 1. FC Köln vor dem Schlimmsten zu bewahren. Garantiert nicht. Garantiert nicht. Bauernopfer, schlicht und ergreifend. Es ist einfach nur Aktionismus. Purer Aktionismus, damit die Fans sagen, der macht was. Der versucht, das Schlimmste zu verhindern. Gut, das waren meine Gedanken zum kommenden Spiel und zu der FC-Woche. Ich denke mal, wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns wieder zur Reaction auf das Spiel. Und da bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie ein.